Der eerste deel, wo ik God zijn barmhartigheid erfuhr. Ik, Victor, leer dat als kind dat Jezus am Kreuz für meine Sünden starf. Am Sonntag fuhr ich jaren mit meine Eltern taupen um Gottesdienst. Det weer de Weg, wo ich Gott dat weiß, dat ich dat wat rekent, wat Jezus für mich gedonen hat. Aber an de Weg will ich andere Dinge. Mein einer Seidenspeler, ein schmacker Bicycle mit Giersch und so wieder. Det wären sicherlich tiedliche Jankers. Davon rede ich nicht zu Gott. Sicher wie Jesus nicht nur die Erde gekommen und am Kreuz gestorben, um meine tiedliche Bedürfnisse in Jankers zu erfüllen. Ward nicht zu Jesus seine Jünger gesagt, dass sie sich selbst aufsehen sollen? Det bedeutet für mich bloß einfach ein klares Nee für meine Jankers. Nee. Jesus hat die Menschheit nicht für so was Verachtendes und Unbedeutsames als Geld oder genügender Reichtum gerat. Mit Sund hat nichts zu tun. Darum musste ich mich selbst kümmern. So wenn's dachte ich. Ich war in der Sowjetischen Union geboren und was in einer russlandsdeutsche Familie als sechstes Kind von christlichen Eltern ab. Mein Großvater hat sich in der Ukraine was Reichtum sammeln können, aber in den 30er Jahren ward ihm das alle weggenommen und Lothar starb für seinen Glauben. Etliche Jahre Lothar waren meine Eltern ihre Familien nach Zentralasien verbannt und da in Kirgisistan ward ich geboren. In der Sowjetischen Union ein Christ zu sein wir nicht leicht. Meine Eltern konnten nicht an der Universität studieren und mussten in der Stadt schwere, billige Arbeiten tun. Und meine Familie waren 9 Kinder und unsere Eltern trocken uns am christlichen Glauben ab. Sie beten mit uns alle und vertelten uns Geschichten von der Bibel. Sie nahmen uns sogar mit die Kirchen zur Bibelstund. Das wäre gefährlich, während dort in der Sowjetischen Union streng verboten wir, Kinder zwischen 3 und 18 Jahren alt christliche Lehre zu geben. Nee, dort wird nicht mit einer Todesstrafe angeführt, aber da wurde Gefahr, dass die Regierung uns Kinder aus der Eltern ihr Heim nehmen würden. Während dit Gedreif wählten meine Eltern den schweren Weg von dafür anlangen, aus der Sowjetischen Union auszuwandern. Im Jahr 1974 wird uns die Freiheit zum Auswandern endlich gegeben. Für uns wird das eine große Erleichterung, die Sowjetische Union verlassen zu können. Ich war dann 6 Jahre alt. Meine Eltern verkauften das Haus und das meiste, was wir hatten, und wir fangen unsere lange Reise nach Deutschland an. Ab der Grenze nahmen die russischen Regierungsmänner all ans Geld wegen, nur ihre Rede noch, der russische Rubel in der Sowjetischen Union bleiben soll. Wir kamen ganz ohne Wort in Deutschland an. Aber wir können nun noch die Sonntagsschule und beten so viel als wir wollen, ohne dafür festgenommen zu werden. Wir dürfen uns für nichts mehr grülen, aber wir hatten noch nichts. Wir wären arm. Mein Vater war der Einzige, was Geld verdient, und wir wären dann 9 Geschwister, und über dem wir 15. Ich schäme mich, dass wir arm wären, dass ich gebrockte, altmodische Kleider brucken musste, und mit den olet aufgestartet Bicycle und ohne Giersch. Ich hasste unsere Armut. Ich konnte mich bei der Firma in unsere Gegend mit Ankrut utreten und die Ernten anbringen, was Geld verdienen. Ich lehrte eine wichtige Lektion vom Leben. Victor, wenn dir was fehlt oder was wärst, dann verdient das Geld, um das zu kaufen. Das wie eine von den guten Lektionen, was ich an mein junges Leben auch lehrt. Geld verdienen wird mir wichtiger als mein Lehren an der Schule. Ich war 8 Jahre alt, als ich Jesus als meinen Heiland annahm. Ich bet, lieber Gott, mag mir treu und fein, dass ich mit die Taub im Himmel sein kann. Ich sie klein, mein Hort ist rein, da soll keiner binnen wohnen, als bloß Jesus allein. Jesus hielt mein kindliches Gebet. Ich weiß nu, dass Jesus sein Blut und seine Gerechtigkeit nu mein Schmuck und Ehrenkleid wir. Da binnen will ich mich für Gott befinden, wenn ich zum Himmel kommen wird, und nu weiß ich, dass ich dahin kommen wird. Ja, ich weiß, dass Jesus für meine Sünden starb, aber wo wir das mit so was anwichtig als Geld? Sicherlich wir hier nicht über Finanzen interessiert, dort gehört ja zu das Irdische. Darum musste ich mich selbst kümmern. Mit so einem Ding darf ich ihn nicht belasten. Was hat Gott mit Geld zu tun? Jahrzehnte Lothar ward ich an, wo meine ab Armut gegründe Kindheit mich getekent hat. Ich fang an Gott zu fragen, Herr, wieso kann ich dort nicht annehmen, wenn mir wer was geben will? Wieso muss ich immer für alles schaffen? Die Dinge, wo das Leben unserem Jungen aller lehrt, bleiben unsere ganze Lebenszeit bei uns. Die Armut mögt einen Einfluss, ab wo er Geld ankriegt, und dat die het Jahren
was Gott meine Anstellungen geändert hat. Bald war Deutschland te klein für die immer wachsende Mordes-Familie, und als ich 14 war, trug wir noch eine Farm in Paraguay, was meine Eltern gekauft hatten. Mein Großvater hatte mal eine schmacke große Farm in Land gehabt in der Ukraine, und ich dachte, dass Farmersenen irgendwo an sich Lieder stecken musst. Wir fangen vom Nien von Unien an. Wir haben das nicht aus bedreckende Bedürfnisse in tiefe Armut in ein neues Land, wo wir noch eine fremde Sprache lernen mussten. Alle die Schulen in unserer Gegend waren in Spanisch, und daher gingen wir nur die deutsche Schule in eine mennonitische Ansiedlung. Nur ein Jahr war mir dort klar, dass mir diese Schule sehr wenig nutzt. Ich will nicht anweitend bleiben, ich will was lernen. Wieder im Norden wir noch eine deutsche Schule, aber das Schulgeld, und da wohnen käm dir. Ich wusste, dass ich meine Eltern da nicht am fragen darf. Ich war 15 Jahre alt und kann all schaffen. Ich nahm also die Familie ihrer motorisierte Kedensorg und mug mir an der Arbeit, 1 Hektar Land am Urwald aufzuriemen und zu ackern. Mein Plan war Karren zu ackern, um meine Schule zu finanzieren. Deutschland und Paraguay waren aber sehr unterschiedlich. Wenn du in Deutschland den einen Brennholz sorgen wirst, musst du erst einen 2-tägigen Kurs nehmen, um Holzsorgen zu lernen, und dann gibst dem Weltangestellten das Papier, was das beweist, dass du die Schule genommen hast. Wenn du bloß so eine Bäume und Halt versorgen wirst, was all durchgesagt wird, dann regt eine eintägige Schule zu. In Paraguay entschloss du dich bloß, wo wir die gehen wirst, mögst die Sorgen drehen, und dann ging das los. Wir brauchten dort 50 Zentimeter Geblatt von unserer Kedensorg, und mein Bruder Johann und ich sorgten die 120 Schuh hohe Urwaldriesen von feinet hordet halt dohl. Die Speiner flogen rum die Augen am Gesicht an, und ich wusste, dass das gefährlich war, aber mein Bruder konnte nur halb fragen gehen, wann das fehlen soll. Wenn ich denk nur den Maut in die Wille Tag, dann kann ich meinen Kopf bloß schädern und Gott für seinen Schutz danken. Gott hier die Gebete von meinen Eltern in alle 15 Kinder überlebende Kindheit, wann wir auch Bäumhäuser büden, was so hoch aus Kirchentarms wären, und andere sich damit liegende, waghalsige Dinge deuten. Einmal sah ich Johann von einem großen Baum rauffallen, wo er so als eine Karapap an einen Ast nur dem anderen ankracht, aber als er abkam, wir ihn nicht verlatzt. Jo, die Mutterskinder wären gesegnet. Ein Jahr später hatte ich mir genug Geld verdient, um nur die deutsche Schule zu gehen, wo ich dann auch wohnen kann. Mir wird all die schwere Arbeit auch gut wird. Ich will nicht hängen bleiben und für das ewige Port von mein Leben ungeschulten arm sein. Ich muss mich weiter an meine eigene Zukunft kümmern. Ich feil arm und schäme mich vorken damit, und ich will mich nicht immer so feilen. Schauen, dass ein starker Drief. Aber die kann auch so sehr driven, dadurch ich schlechte Entscheidungen gemacht wurden. Ich hatte noch viel zu lernen. Wenn ich auch arm war, ich aber in eine christliche Familie abgewaschen und wir wirklich dankbar für unsere geistliche Erbschaft. Mein Großvater toll einen gewaltigen Preis für seinen Glauben an Jesus Christus, und dort hat meine Eltern auch viel gekostet, uns am christlichen Glauben abzutragen, erstens in die Sowjetische Union, wo dort nun Gesetz noch nicht Freiheit war, und dann lauter in Deutschland und dann in Paraguay. Aber von dort go wie 15 Geschwister aller Gott seinen Weg für uns. Wort für ein Segen. Und dabei haben unsere eine Kinder und auch ihre Kinder sich entschlossen, dem Herrn zu folgen, und so weit als wieder von anweiten. Gott, und auch unsere Vorfahren treu sind zu ehren, hielt wir uns an eine klare Stellung. Sogar in den Tiden, wenn uns Glauben Licht brennen will, je wir keinem die Freiheit, Gott zu lastern. Das wir das Aufteil von unseren Vorfahren, und dat wir uns sehr dienlicher warst. Aber ein Daunt, wo Gott unsere geistliche Erbschaft auch wir, hier ich durch keinmal von, wo ich am Titlichen durch die Erlösung von Jesus Christus versorgt worden kann. Die Gedanken ging mir nicht einmal durch dem Sinn, und wir in unserer Familie auch nicht durch.